Guten Morgen, da zurück im Wäldli. Und ihr werdet jetzt nicht glauben, ich wollte jetzt gerade schlöffeln. Ich bin da gerade ein bisschen in einer längeren Aufnahmesession. Problem ist, ich bin gerade abartig verschrocken, weil ich den Sound noch relativ laut auf dem Headset habe. Vielleicht hört ihr das nochmal. Genau das. Zum Glück sind die nicht reingekommen. Aber irgendwo da haben wir Gegner rum und ich weiß nicht wo. Das ist das Problem. Da ist natürlich der Vorteil von der anderen, vom anderen oder von der anderen Umzäunung, die wir hatten, dass wir dort rausschauen können, weil wir Fenster hatten. Ah, schau, jetzt haben wir gesehen. Dort ist er. Es ist ein Kannibale. Jetzt ist die Frage, soll ich es riskieren? Oh, scheiße, es sind zwei. Dann lieber nicht. Lieber nicht. Machen wir lieber ein bisschen Feuer da. Weil soviel ich weiss, haben sie vor Feuer ein bisschen Schiss. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher bei dieser ganzen Sache, aber gehen wir mal davon aus, dass das stimmt. Ich mache da noch ein bisschen mehr Feuer. Mache ein bisschen mehr Feuer. Mache ein bisschen mehr Feuer. So, jetzt brennt es auch wieder schön. Mal schauen, ob sie immer noch sind. Ja, also ich glaube, langsam kommen die Gegner. Geniale Tür. Da ist er ja. Ja, ich hau ab. Idee. Die Frage ist die so gescheit? I, nein, B. Ja. Weißt du was? Ich gehe da noch weg. Mal schauen, jetzt stehen sie genau vor der Tür. Feuer. Feuer ist immer etwas Gutes. Nein. So. Einen Schlag habe ich abbekommen. Schauen, ob sie immer noch so dumm sind. Ja, sie sind eben noch so dumm. Und schaut, oh, wie die Zähne rausgehen. Schau mal, wie schön. So, jetzt warten wir da ein bisschen. Bis sein Kollege anfängt zu fressen. Ich hoffe, das wird passieren. Ich glaube, der ist jetzt gerade vor der Tür gestanden. Nein, ich sehe ihn nicht mehr. Blöde Sache das. Gehen wir mal raus. So, hallo zusammen. Wo sind wir? Jemand rum? Mal weg mit dir. Ich brauche nämlich noch deine 10. Also Nummer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, das geht. Wo ist der andere? Der andere ist abgehauen, hä? Feige Sau. Oh, weißt du was? Jetzt können wir noch etwas machen. Und zwar einfach so aus Spaß. Ich weiss zwar nicht, ob das die anzieht. Nein, ich lasse glaube ich lieber. Bleibst da, bleibst da. Gut gemacht. Da haben wir nichts. Super. Ich glaube, jetzt hätten wir pennen können. So. So.
Du kommst mit, du kommst mit, du kommst mit. So. Ja, blöd gelaufen halt. Aber was wir haben wollen machen, ist ein Drying Rack. Drying Rack. Drying Rack. Wo ist Drying Rack? Keine Ahnung. Müssen wir suchen. Nein. 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 Ja. Da. Wieso nicht da? Da haben wir alles, was Essen generiert und einfach gut ist für unsere Gesundheit, haben wir dann einen Platz. Muss immer schauen, dass es nicht zu nah an der Wand ist. Immer ein super, ich habe ein einziges Stick. Ich glaube, ich gehe zuerst mal pennen. In der Hoffnung, dass wir jetzt durchpennen können. Ja, der hat funktioniert. Wunderbar. Also, wir brauchen 17 Sticks. So. Dann hängt es noch ein da. Ich glaube, der stinkt ein bisschen. Das ist das ganze Geheimnis von denen. Wieso, dass die so böse sind? Weil die so stinken. Und die kommen mit so eine richtige Wut über. So. Mir ist gerade in den Sinn gekommen, beim kurz angespielt habe ich ja da im Boot noch Dings gefunden. Ihr wisst schon. Dings halt. Und die gehe ich mir jetzt natürlich auch wieder holen. Seil. So. Schöne Sache das. Jetzt, sollte ich... ich brauche Holz. Ja genau, das brauche ich. Ich brauche Holz. Da liegt schon mal ein Log rum. Da brauche ich noch 12 andere dann. Das bedeutet ungefähr 3 Bäume. 4. Je nachdem wie ergiebig das sind. Ich hoffe, den bekomme ich da noch. Ja, das ist gut. So. Alles klar. Niemand da? Wie es muss sein. Also, das ist für das da. Und jetzt Bäume, ja, die werden langsam zu einer Rarität da um unser Camp herum. Ihr seht, ich bin fleissig gewesen. Und Sticks irgendwie sind auch mangelbar geworden. Jetzt habe ich mal so viele Sticks rum gehabt. Okay, 8 Sticks, ich glaube 10 können wir tragen. Gut. Dann würde ich sagen, fällen wir doch einfach nach Bäumen. Wieso auch nicht? Macht ja Spass. Haben wir sonst nichts anderes zu tun? Es wird uns plötzlich noch langweilig und das wollen wir ja nicht. Auf dieser einsamen Insel, wo sonst niemand ist. Wir ganz allein. Ohne irgendjemand. Jetzt habe ich gerade eine Idee. Wir haben schon 8898 Schritte gemacht. Wir haben momentan 37 Grad. Und unser Herz schlägt mit 70 Schlägen pro Minute. Wunderbar. Sehr wichtig zu wissen. Jetzt fühle ich mich gerade besser. Gerade ein bisschen paranoid gewesen. Ich habe gemeint, ich hätte irgendetwas Komisches gehört. So. Und bevor mir die Baumstämme verschwindet, tue ich die doch gerade schnell verbauen.
Beim Eingang muss ich halt immer ein bisschen aufpassen jetzt, dass ich nicht zu nah am Feuer bin. Aber ich denke, das sollte kein Problem sein. Einfach immer schön langsam, dann geht das schon. Ja, wie ich gedacht habe, die Tür ist natürlich hinten. Wieso sollte sie auch vorne sein? Wieso sollte sie auch vorne sein? Oh, ich kann das Drying Rack noch machen. Gut, dann fehlt uns noch 7 Sticks und noch ein paar Logs. Haben wir? Wieder nichts. Schade. Ich habe mich schon auf einen feinen Braten gefreut. Ist ja nicht so, dass wir nichts hätten. Wir haben ja genug zu essen im Grunde genommen. Apropos Essen, ich glaube, ich müsste mal etwas in den Ofen schieben. Ofen? Wieso kann man sich eigentlich keinen Steinofen bauen da? Müsste ja eigentlich theoretisch gehen mit gegebenen Materialien. Sticks. Stick. Komm schon, Stick. Da, wir haben ganz viele Sticks da. Wunderbar. Noch einen Stick brauche ich. Dann kommt jetzt noch ein einziger Stick. So. Gut, 7 von 7 haben wir. So. Ist aber auch gut da. Und dann kommt noch ein Baum mit. Wie viel fehlen das noch? 8. Ja, das sind genau 2 Bäume. Das ist der Baum noch. Und dann haben wir es. Müsste man so eigentlich. Falsche Richtung. Zum Glück habe ich es mit dem Kopf aufgefangen. Ja, nun. So, Deli. Okay. Gut. Dann können wir da mal. Ich denke, da können wir die Texte nennen. Die haben es nicht anders verdient. So. Und aufs Feuerli kommt, keine Ahnung, Fisch oder so. Mal schauen, was wir so im Inventar haben. Ja, kommt der Fisch, sonst gut stinken tut er schon lang. Den habe ich vor einer Woche mal gefangen, aber ist okay. So etwas stirbt man doch nicht. Nein, Salmonellen, weißt du. Das ist ein Mutantenfisch. Mutantenfisch haben keine Salmonellen. Das ist einfach so. Das könnt ihr mir glauben. Davor könnt ihr ausgehen, als wenn ihr irgendwann mal auf einer einsamen Insel strandet und einen Mutantenfisch seht, einfach essen. Kein Problem, egal wie alt er ist. So, Logs. Okay. Was mich eben aufregt, wieso ich jetzt die Small Cabin mache, ist, weil mir es nicht anzeigt, wo, also mir wird kein Haussymbol angezeigt und das regt mich ein bisschen auf. Weil wenn ich irgendwann mal irgendwo in der Wildnis raus bin... Oh, ein Häsli. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Aber zuerst muss ich da mal das Zeug fertig bauen. Das Häsli säckelt mir ja nicht davon. Hoffentlich. So, noch 2. Bam. Oh, und ich habe schon eine geniale Idee. So, ihr seht, wir haben ein Häuschen mit dem Symbol. Das heisst, ich speichere jetzt einmal.
Und in meine genialen Pläne will ich euch das nächste Mal einweihen. Aber ich kann euch mal so viel verraten. Es wird ein Langzeitprojekt, also auf jeden Fall. Und es wird einfach nochmal episch. Ich glaube, so etwas haben wir noch nie gesehen bei The Forest. Jedenfalls bei keinem, der Schweizerdeutsch redet. So krank bin ich noch nicht. Also nicht mit dem Schweizerdeutsch reden, sondern mit so Seich machen. Jo, also, wünsche ich euch sonst noch irgendetwas und... Das ist jetzt aber keiner draussen, oder? Hallo? Hallo, da ist aufs Maul? Niemand. Gut. Doch, etwas mache ich noch schnell die Folge. So einen kleinen... Nein, mache ich nicht. Das nächste Mal. Okay, bis dann. Ciao, ciao.